Ich war schon 2 Jahre im Dienst, als Victoria in die Abteilung kam. Sie war eine von den Grünschnäbeln direkt von der Akademie und überzeugt davon, dass sie diese Stadt zu einem besseren Ort machen könnte. Sie hat schnell feststellen müssen, dass das nicht der Fall war und dass die Dinge für sie nicht so einfach werden würden. Vorher hatte noch nie jemand von einer Polizistin gehört und niemand wollte etwas mit ihr zu tun haben. Ein mexikanisches Mädchen, das sehr gut losheulen konnte, sobald der erste Schuss fällt. Nicht gerade der ideale Partner. Also entschied Captain Myers, sie mit jemandem zusammenzustecken, der keine Schwierigkeiten machen würde. Sean und ich waren ideal. Wir hatten so viele Disziplinarstrafen auf dem Buckel, dass wir in keiner Position waren, uns auch nur ansatzweise zu beschweren. Also lernten wir die Kleine an. Wir brachten ihr alles bei. Wie man Hinweisen nachgeht, wie man jemanden verhört und wie man mit einer Schusswunde nach Hause kommt. Victoria lernte schnell. Ja, sie war schüchtern, aber sie hatte Instinkt. Sean und ich mochten sie von Anfang an. Gut, dann werden wir erstmal mit der Victoria plaudern. Was willst du von mir wissen? Warum hast du meine Kaution bezahlt? Hätte ich das etwa nicht tun sollen, wärst du lieber im Befragungsraum geblieben. Du glaubst also, dass ich unschuldig bin? Das habe ich nicht gesagt. Aber ich habe meine Zweifel, dass du Sean getötet hast. Du traust mir nicht zu, jemanden umzulegen. Ach doch, das schon, aber darum geht's gar nicht. Du hast eine Menge Fehler, Jack. Aber du bist kein Killer. Und was gar nicht ins Bild passt, ist das Motiv. Rache. Du bezahlst jemanden dafür, dass er Sean findet und legst ihn um. Das passt einfach nicht zu jemand, der so teilnahmslos ist wie du. Teilnahmslos? Ich fasse das mal als Kompliment auf. Erzähl mir von Malone. Was willst du denn wissen? Was weißt du über ihn? Tja, so ungern ich das auch zugebe. Er ist ein guter leitender Polizist. Über die Jahre hat er mehr kriminelle Machenschaften aufgedeckt als selbst das FBI. Hat sogar eine Medaille vom Bürgermeister persönlich bekommen. Ganz sicher nicht für seine Manieren oder sein hübsches Gesicht. Seine Methoden sind allgemein bekannt. Aber wenn er Ergebnisse vorweisen kann, drücken alle ein Auge zu. Vorgesetzte, das FBI, Republikaner wie Demokraten. Also hat er die ungeteilte Unterstützung der Administration? Richtig. Du musst bei ihm vorsichtig sein. Wenn du ihn zu sehr reizt, steckt er dich in den Knast. Egal ob schuldig oder nicht. Ich glaube, ich habe ihn schon zu sehr gereizt. Da habe ich keinen Zweifel dran. Wie ist er dahin gekommen? Er wurde vor 3 Jahren hierher versetzt. Über seine Vergangenheit ist nicht viel bekannt. Er ist nicht gerade der Typ, mit dem man sich bei einem Glas Bier unterhält. Ich weiß nur, dass er beim FBI war. Aber keiner weiß, warum er da weg ist und warum genau er nach New York versetzt wurde. Weißt du sonst noch etwas? Was willst du hören? Dass er allergisch gegen Zitronen ist? Dass du ihn mit einer Schnitz in seinem Café vergiften kannst? Jack, keiner weiß viel über ihn. Er hat während der Befragung mehr mit dir geredet, als mit mir in 3 Jahren der Zusammenarbeit. Worüber habt ihr geredet, als er hier ankam? Es scheint, dass er nicht davon begeistert ist, dass ich deine Kaution gestellt habe. Ihr versteht euch nicht so recht. Abgesehen davon, dass wir die gleiche Sprache sprechen. Malone führt seine Nachforschungen immer alleine durch und will niemanden in seinem Weg haben. Gut, Themawechsel. Themawechsel. Erzähl mir von Sean. Ich arbeite zwar nicht an dem Fall, aber frag nur. Was macht er in New York? Ich weiß nicht. Nachdem ihr beide aus dem Dienst entlassen wurdet, habe ich ihn nicht mehr gesehen. Ich wusste nur, dass er nach L.A. gezogen ist. Los Angeles. Während ich in einer 3x3 Meter Zelle eingesperrt war, hat er sich in der Stadt der Engel einen Lenz gemacht. Ich glaube nicht, dass er sich direkt einen Lenz gemacht hat, Jack. Wie meinst du das? Ich habe vor einiger Zeit an einem Fall gearbeitet. Ein Typ, ein gewisser Patrick Olson, hatte ein Café in der Nähe vom Central Park in die Luft gejagt. Während der Untersuchung tauchte plötzlich Seans Name auf. Wir hatten keinen richtigen Grund, ihn zu kontaktieren oder ihn zu befragen oder gar zu verdächtigen. Aber die Tatsache, dass sein Name auftauchte, war schon merkwürdig. Es scheint, als wäre er in irgendwelche Machenschaften in L.A. verwickelt gewesen. Ich weiß nicht genau welche, aber er hat nicht gerade in Saus und Braus gelebt.
Warum hatte er falsche Papiere bei sich? Ich sagte dir doch, ich bin nicht an dem Fall dran. Also kenne ich nicht alle Einzelheiten. Aber ich finde es merkwürdig, dass Sean mit gefälschten Papieren in New York war, wenn man bedenkt, wie viele Leute ihn hier kennen. Die gefälschten Papiere hätten ihn sicher nicht davor bewahrt, erkannt zu werden. Ich habe im Moment keine weiteren Fragen. So, dann hätten wir das eigentlich. Ich sollte losziehen. Wenn du mich brauchst, ich bin in meinem Büro. Okay, und sonst können wir uns noch ein bisschen was anschauen. Da ist ein Schild auf dem Schreibtisch. Victoria Diaz, Police Sergeant. Das Mädchen ist weit gekommen. Die war noch ganz grün hinter den Ohren, als ich sie kennengelernt habe. Nein, ich bin nicht hier, um meine Nase in Victorias Angelegenheiten zu stecken. Ich bin nicht hier, um meine Nase... Eine Karte von New York und ein paar alte Fotos von Mexiko. Da kommt Victoria her. Eine Garderobe. Ich habe den gleichen Sessel in meinem Büro. Nein, ich bin nicht hier, um meine Nase... Gut, geh mal. Diese Archive müssen älter als das ganze Gebäude sein. Ich bin früher nie gerne durch die Archive gegangen. Ich glaube nicht, dass... Ich kenne diese Fotos auswendig. Alles nur Polizeibeamte, die Politikern die Hand schütteln. Einer der vielen Schreibtische, wo jeder Beamte sein halbes Leben verbringt, um Berichte zu schreiben, die niemals jemand liest. Einer der vielen Gut, kennen wir schon. Police Department, New York State. Formulare ausfüllen. Eine Sache, die ich ganz sicher nicht an der Polizeiarbeit vermisse. Und da steht nur Elliot an der Tür. Die hätten aber auch wirklich seinen Nachnamen dazu schreiben können. Warum? Ich frage mich, wo wohl dieses verrückte Verlangen herkommt, immer alle Türen aufmachen zu wollen und alles mitzunehmen, was nicht angenagelt ist. Ja, keine Ahnung. Diese Archive müssen älter als... Gut, ich glaube, Ein Feuerlöscher. dass wir darin nichts finden werden. Die Schichteinteilung der ganzen Beamten ist hier auf der Tafel. Die Namen der Beamten und ihrer Standorte. Da stehen auch ihre Funkfrequenzen. Die Funkfrequenzen. Ist es vielleicht wichtig? Jetzt steht Malone nicht dabei. Die Namen der Beamten und ihrer Standorte. Ich glaube, da können wir nichts machen. Hey Sie, was machen Sie hier? Das hier ist für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. Ich suche nach Lieutenant Malone. Versuchen Sie es unten. Er ist nicht hier. Ich muss Sie jetzt bitten zu gehen. Das hier ist für die Öffentlichkeit gesperrt. Gut, da dürfen wir nicht oben hinten. Dann gehen wir oben. Das ist der verrückte chinesische Taxifahrer, der mich am Hafen sitzen gelassen hat. Was zum Geier macht der hier?
Was machst du denn hier? Du? Du sein. Ich gewusst haben. Du mich anzeigen. Alles Polizei sagen. Wovon zum Geier redest du? Ha! Du nur so tun. Du in Wirklichkeit einer von denen. Von denen, die hassen Ausländer. Ja, du sein Sexist. Rassist, nicht Sachsist. Ja, du Assist. Du Polizei sagen, dass ich verlassen muss, euer Land. Hör zu, Kumpel, es ist mir schnurzpiep egal, ob du Chinese, Afrikaner oder von den Osterinseln bist. Ich weiß nicht, was du hier machst. Und wenn du mal für einen Moment die Klappe hältst, finde ich vielleicht raus, was hier eigentlich los ist. Du mich nicht an Polizei verraten? Nein, ich habe andere Sachen um die Ohren, als dass ich mich um einen verdammten Taxifahrer sorgen würde. Wenn nicht du gewesen, wer dann? Ich verwirrt sein. Willkommen im Club. 10 Piepen Aufnahmegebühr und Whisky ist freitags gratis. $10? Das ist zu viel. Vergiss es. Fangen wir damit an, dass du mir erzählst, wie du hier gelandet bist. Und deinen Namen, weil ich dich sicher nicht die ganze Zeit chinesischer Taxifahrer nennen will. Ich heiße John Yashi Yuan. Okay. John, reicht mir fürs Erste. Ah, wie du wollen. Gut, warum bist du hier? Warum bist du hier? Als ich weggehen von Hafen, Als du vom Hafen weggerannt bist, meinst du wohl? ich nicht renn, ich... Erzähl einfach weiter. Als ich weggehen von Hafen, ich plötzlich merken, auf Klo müssen. Blase nicht wie früher. Wenn verstehen? Die Details interessieren mich zwar rasend, aber für jetzt können wir die mal weglassen. Okay. Ich halte an, Taxi, für sehen wohl können pinkeln. Warum hast du das nicht gleich beim Taxi erledigt? Ich schüchtern. Und das dich nichts angehen. Jedenfalls, wenn ich zurückkommen, ich sehe einen Mann bei Taxi. Ein Polizeibeamter? Nein, nicht Polizist, keine Uniform, aber Pistole in Hand. Eine Pistole? Ja, Pistole. Wenn ich ihn sehen, ich mich verstecken hinter Mülltonnen. Ich denken, er stehlen wollen, weil in Taxi reinschauen. Dann er plötzlich gehen weg. Ich warten hinter Mülltonnen, groß Angst, dass zurückkommen. Wenn ich komm raus, Polizei ankommen. Ich sagen ich nur Taxifahrer. Aber sie mich bringen hierher. Erzähl mir von dem Typen mit der Knarre. Er haben böse Gesicht. Also ich bleiben in Versteck. Ich Taxifahrer, ich erkennen böse Gesicht. Was hat er gemacht? Er schauen an Taxi, als wenn etwas suchen. Hat er irgendwas Merkwürdiges getan oder gesagt? Bevor er gehen, er verfluchen bestimmte McLean. McCain. McLean? Ja, Name so klingen. Du kennen? Ist nicht wichtig, ob ich ihn kenne oder nicht. Erzähl mir mehr von dem Typen. Ich dir nicht trauen. Ich Angst, wenn dir erzählen, nicht Schwierigkeiten. Hey, ich riskiere hier lebenslänglich mit dieser Geschichte. Also, wenn du was weißt, spuck's aus. Oh, du drohen können wie wollen. Ich nicht sagen. Ich nicht verdient haben. Verdammter Taxifahrer. Ich muss jetzt los. Ah, du gehen. Ich gehen, ja. Ja, aus den Typen kriegen wir nichts raus, ja? Können wir vielleicht obi? Werbeposter, die die Vorteile einer Karriere bei der Army beschreiben. Die Welt bereisen, Erfahrungen sammeln und stolz auf sich und sein Land sein. Zum Glück haben sie da ein Bild von einem Panzer drauf. Sonst hätte ich gedacht, es geht hier um eine Werbung für ein Kreuzfahrtschiff. Ein Kartenleser. Ich sehe zum ersten Mal so ein Ding. Man zieht seine Karte durch und das Gerät sagt einem, ob man rein darf oder nicht. Alles ganz einfach, wenn man nur eine Karte hat. Gut, die haben wir wenig. In den Polizeiarchiven gibt es alle Informationen über die Festgenommenen. Wenn man was angestellt hat, findet man da sicher auch ein Foto. Gut, unten sind die Polizeiarchive. Da leuchtet ein Licht über der Tür. Ich glaube, das zeigt an, dass die Tür zu ist. Aus dem roten Licht schließe ich, dass sie im Moment zu ist. Gut, Karten haben wir keine.
Deswegen gehen wir wieder auf. Einer dieser aufgeblasenen Preise, die Bürgermeister gerne verleihen, um sich beliebt zu machen. George Hawkes, Police Captain. Kevin Thomas Taylor, Leiter der Abteilung. Mal ganz ohne Witze. Diese Tafel wurde Malone für seinen Kampf gegen das Verbrechen hier in New York verliehen. Da steht, für seine unnachgiebige Wahrheitsliebe. Das ist so, als würde man Al Capone den Friedensnobelpreis verleihen. Paul Sanders, leitender Ermittler. So, vielleicht reden wir nochmal mit Malone. Wenn wir zu Gesicht kriegen. Hallo, Officer. Was kann ich für Sie tun? Ich will mit Malone reden. Tut mir leid, der Lieutenant arbeitet gerade an einem Fall. Ich muss mit ihm reden. Es ist wichtig. Tut mir leid, selbst wenn ich wollte. Ich bin der Hauptverdächtige in dem Fall, an dem der Lieutenant arbeitet. Ich glaube nicht, dass Lieutenant Malone erfreut sein wird, dass du mich weggeschickt hast. Okay, warten Sie hier. Ich sag ihm Bescheid. Gut, geht doch. Der Beamte kommt zurück. Hätte man vielleicht dahinter sollen? Der Lieutenant wartet im Verhörraum auf Sie. Ich nehme an, Sie wissen, wo das ist. Ja, ich kenne sogar die Panoramastrecke dahin. Del Nero, willst du nicht endlich mal gestehen? Ich habe ein paar Fragen bezüglich Sean. Warum sollte ich deine Fragen beantworten? Du hast doch nicht etwa daran gedacht, deine eigenen Ermittlungen anzustellen. Das hier ist kein Kriminalroman. Wenn ich rausfinde, dass du auf eigene Faust ermittelst, stecke ich dich für Behinderung der Polizeiarbeit in eine Zelle. Wenn ich nichts mache, lande ich wegen Mordes hinter Gittern. Wenn ich ermittle, lande ich wegen Behinderung der Polizeiarbeit hinter Gittern. Deine Drohungen klingen langsam alle gleich. Schon aufgefallen? Provozier nur so viel du willst, Del Nero. Ich kenne Typen wie dich zur Genüge. Ihr versteckt euch immer hinter eurem Zynismus. Aber irgendwann werdet ihr weich. Gut. Fragen beantwortet er Nick. Tschüss. Man sieht sich sicher bald, Del Nero. Jetzt, wenn wir den nochmal wegschicken, können wir dann vielleicht hinter der Theken was tun. Hallo, Officer. Was kann ich für Sie... Ich will noch mal... Schon wieder? Okay, warten. Nein, ich sehe hier nichts. Der Beamte kommt zurück. Der Lieutenant wartet auf Sie. Ich habe meine Meinung geändert. Habe ihm nichts zu erzählen. Das Kabuff vom Portier des Dezernats. Ich glaube kaum, dass der Beamte sich freuen würde, mich zu sehen. Der Posten des Diensthabenden. Hallo, auf... Was kann ich für Sie... Ja, wir möchten gleich nochmal reden. Ich will noch mal mit... Schon wieder? Okay. Ab mit dir. Vielleicht speichern wir mal dazwischen.
Nein, ich sehe hier nichts, das mir im Moment weiterhilft. Gut. Der Beamte kommt zu... Der Lieutenant... Ich habe mal... Tja, sind wir dann da drinnen fertig? Anscheinend. Polizeidezernat Hoboken, New York. Nein, ich muss erst andere Probleme lösen. Eine Bank. Ein Polizeidezernat ist der traditionelle Ort, wo man sich hinsetzt und den Anblick der Stadt genießt. Verbrecher kommen und gehen, Beamte fluchen. Das muss richtig idyllisch sein. Eine Stimme für Weston, eine Stimme für Fortschritt. Klar, Fortschritt. Eine Bank, ein Polizeiverbrechen. Das ist ein Hydrant. Ich habe heute Abend keine Lust auf Vandalismus. Gut, dann nicht. Ein Gullideckel mit einem Haufen charakteristischem Dampf.